Merci, Herr Präsident. Une fois n'est pas coutume, werde ich auch der Rapportrice merci so für einen Rapport, das nicht all das, dass ein ehemaliger Klassenkamerad den Budgetsrapport möchte. An eine Frau, das ist richtig. Und ich meine, so einfach ist das gar nicht. Und das ist auch bestimmt nicht einfach, den Bilan von dieser Regierung zu verteidigen. In Kau da Venenum. Herr Präsident, das ist nicht die erste Kehr, dass den globalisierten Kapitalismus an einer Krise stößt und der Teich der Wolken über die Welt schwer lässt. Am letzten Jahrhundert sind dadurch 2 Weltkriege ausgebracht. Ich weiß nicht, wie in der nächsten Zeit wird ausgesehen, mit Zukunft gesagt gar nicht so rosig aus. Am Mittelorient spielen die USA Römenkehr am Feier mit der unilateralen Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt von Israel, was selbstverständlich nicht mehr zu einer Ablehnung von der besatzten Palästinenser führen kann, was Tel Aviv mit dem Ersatz von brutaler Hightech-Gewalt kennt justifizieren. Den Alliierten von den USA und Israel an dieser Gegend, Saudi-Arabien, schenkt sich auf den Konflikt mit der anderen Großmacht an der Gegend, dem Iran, ein Alliierten von Russland, vorzubereiten, an dem der junge Prinz Salman den Staat putschartig säubert. China geht seinen Ambitionen nach. Japan erlebt eine Welle von Nationalismus und denkt über die weitere Abrüstung effektiv nach. Die USA sorgen dann noch für, dass das Regime zu Pyongyang alliiert mit China, sich mit illusorischen Menassen, die bei weitem sein Gewaltpotenzial, aber wahrscheinlich auch Gewaltwillen, übersteigen. Der russische Regionalimperialismus hat sein komplexer vis-à-vis von einem deklinierenden US-Weltimperialismus aufgebaut, den aber verstärkt versicht, einen Fuß an Lateinamerika zu setzen, an einer Form von Sabotage von Ländern, die ihm wieder stehen zu unterstützen. Dabei geht das Interesse von der multinationalen Entreprisen nicht vergessen. Weit Morden am Speck sorgen sie dafür, dass der reichste Kontinent Afrika weiterhin den ärmste bleibt. Die Europäer versuchen dann noch nach pathetisch eine Armee aufzubauen, für das, was sie als Interessen auf der Welt angesehen zu verteidigen. Die erste Wirtschaftsmacht Deutschland leidet aber 10 Wochen am politischen Koma, weil die Novien von Hartz IV und billig Lohn für den Exportwunder sich politisch übersät haben, an einen Trupp von drittreichen Nostalgiker an den Bundestag geschickt gouf. Der UK dümpelt für sich hin, Tories klammern sich und Murch mit der Hölle von nordirischen nationalistischen Extremisten, und Schotten und Flammen mit London. Genauso wie die Katalanen Flammen mit Madrid haben, an Spanien, was entgegen dem, was überhaupt sozial nicht besser geht. Da das auch der Fall an großen Ländern wie Italien, was sich immer mehr einer Bankenkrise rapprochiert. Und auch just zu Latina, Frankreich, wankt erstaunlicherweise nicht so viel mehr. Es weiß ich nicht, bis wenn die Franzosen de Macron, le Präsident des Riches, noch gucken werden, wie lange hin der Robin Hood von der Reichen spielen darf. Muss ich noch nach über Griechenland pur wieder verlieren. Die Situation bessert sich nicht an Griechenland. Und das war auch damals so gewollt von dieser Regierung, und das darf ich nicht vergessen. Wen da meint, dass den prognostizierte Wachstum vom FMI eine Konsolation wird, den hat noch nicht verstanden, dass Wachstum bestimmt kein Indikator von allgemeinem Wohlstand für die Menschen ist. Da kann ich so lange wie will sich am sehr Projektionen bis ans Jahr 2060 zu machen. Das wäre wie wenn den 1910 Projektionen auf 1952 gemacht hat. An der Tisch, wie wir wissen, als etwas geschieht. Es sind zwar große Fans von Science Fiction, allerdings, wenn sie gut ist. Den Isaac Asimov, den hat den Epos geschrieben, den sich auf über 20.000 Jahre Menschengeschichte überzogen hat. Und ich meine, den ist wahrscheinlich auch mehr kredibel gewesen, wie die hier zu Lützeburg versichern, wie der Conseil National des Finances Publiques, Projektionen zu machen. Weil ich meine, es geht nicht um neutrale Projektionen, aber du gehen politisch andere Gedanken spielen da handelt. Du geht Versicht, de Leute anzutrichtern, dass man spüren müssen, wenn wir weiterhin als Sozialsystem beibehalten wollen. Das ist die all aufgelutschte Kamel von der sogenannten Göllner Regel. Aber was geht darunter verstanden? Am Prinzip also eine Regel, die gesetzlich oder sogar verfassungsrechtlich festgelegt kann gehen, für die Ausgaben von einem Staat zu limitieren. Das klingt gut. No Motto, da ging es so nicht aus dem Fenster gepurt, mehr Wirklichkeit, also es strikt an der neoliberaler Logik
für öffentliche Investitionen zu drosseln, an sogar dafür zu sorgen, für dat demokratisch gewählten Volksvertretungen nicht so investieren können, wie sie es für richtig halten. Die gölle Regel, als aber sowieso auf einer gewissen Art und Weise Realität gehen. Stichwort soll strukturell und objektiv am moyen Term, wo die Memberstaaten von der EU gebeten sind, Brüssel mitzuteilen, wie wenig sie investieren für die ökonomisch unsinnigen Spurregeln anzuhalten, an Brüsseler Buchhalter, wie der Mitterrand gesagt hat, zu befriedigen. Was ist das strukturell minus 0,5 oder plus 0,5? Es geht ja darum, für zu sagen, was noch Manner oder méi an engem Budget muss dra sinn, weil mechtens gëtt dat jo och net unbedingt erklärt. Mei das aweg geht eng Spurmesur, die der öffentlicher Hand, also der Regierung, an natürlich der Chamber, also der Bevölkerung, déi Wle geht, firschreift, wéi viel drinnner oder drüber öffentlich investiert. Derf ginn. Natierlech krit den dann eng bon Not vun den Brüsseler Rachemichien, krit segur e Leckerli vun de Ratingsagenzen vun de Banken, déi jo bekanntlich immens gut wirtschaften, an nie eng weltweit Finanzkris provozeiert hunn. An d' Regierung derf da noch mam Schwänzwedelen ersoen, et geht alles gut, weil Banken hunn als AAA ginn. Me den AAA ass kind Zeugnis vu gutem Wirtschaften. Et ass eng bon Not, déi je Staat vun der Finanzmäert krit, weil en brav gefollecht huet, fir da können op der Finanzmäert lehnen ze goen. Leiit mussssen du besser wissen, dat mir ha an dieser Chamber net méi die Gros Linien festsetzen, mir dat man an eng Mechanismus sinn, national und europäisch, den an de grosse Linien vun der Finanzweltmäert diktéiert gëtt. Wir dürfen da natürlich ein paar Profen erstellen, ein Tram bauen, an als Infrastrukturen ein bisschen ausbauen, aber nicht so viel. Gerade so, dass das Land nicht total untergeht. Immerhin sind auch die Leute von der Finanzplatz froh, wenn sie es nach relativ gut Infrastruktur benutzen können, die größtenteils von den schaffenden Leuten finanziert werden. Weil das ja auch ein Jahr vorrecht. Es sind die schaffenden Leute, die produktiven Leute, die den Gros von den Resetten beisteuern. Das muss ich noch wissen, weil die Lektionen erdeelen, wie Wirtschaft soll gehen, das sind die am meisten zur Wirtschaft beidrohen. Eine Realität zu Lützeburg ist die, dass es schwer ist, rauszukriegen beim Budget, überhaupt was Herkunft von den Steuern ist, wie ein ökonomische Sektoren bezahlen, wie viel Steuern auf Benefice, wie ein Beitrag kommen von der ganzen Lehn, wie setzt sich neutrales Kapitalsteuern zusammen. Ein Hinweis krute mal Demos für ein paar Jahre am Kader von der Steuerreform, de Kompendium den und Press geleakt gouf. An daraus konnte herauslesen, dat Proportion zu Ungunsten vun der Staat par rapport zu den Betrieber Lohn erleiht. Du kom Steuerreform mat déisech gebretzt gëtt. Du hast grosso modo jidereen an alles entlächt gin, dat an Zeite, wo de Nachholbedarf riesig ass, wat d'Infrastrukturen umgeht. Wie wen ass am meeschten entlächt gin, weil dann ver das Klo Betrieber sinn entlächt gin, an natürlich lehn sinn entlächt gin, allerdings de heich lehn, kann en awer so profitieren eindeutig méi wie de Gros vun den anderen Lehnkiter, die ganz innen och profitieren. Die 10% Lehn, die am höchste leiien, dat sind die Lehn, die am meisten vun den Entlastungen profitiert hunn. Dat hecht, dat insgesamt Steuerreformzwänger Umverdelung vun Öwen no ënnen gefördert huet, an net zu enger Umverdelung zugunsten vun der Arbecht, vum Kapital zugunsten vun der Arbecht gefördert huet, weil Durms miset jo goen. Für Joren haben wir dann noch gesehen, wie einfach es war, eine Mesure, Stock Options anzufeiern, für Salären von höheren Kadren zu defiskalisieren. Es ist ganz schnell gegangen, nur sogar über zirkulär. Es ist ganz schnell gegangen, mit einem Déchet fiskal von guten 200 Millionen Euro pro Jahr. Das sind die Summen, die uns die Höchstkadren kosten. Es darf nicht vergessen, dass es doch dieselben Höchstkadren sind, die auch Zonen hun a Patronatsorganisationen am Dokument erklären, wofür es irresponsabel wird, den Mindestlohn zu erhöhen. Die alle Möglichkeiten ausnutzen, für hohe Revenuen als Salären maximal zu defiskalisieren, sind auch oft die, die mengen, dass Armer zu reich sind. Der Mindestlohn hat der Arbeitsminister kurz für die Wahlen entdeckt, obwohl nach vor kurzem gegen eine Erhöhung vom Mindestlohn war. Zumindest zweimal, wo mir als die Link Motionen deposiert haben, für eine Erhöhung vom Mindestlohn, wo der Machtbaum dafür geschwärzt hat, und wo der Herr Minister Schmidt erklärt hat, für was das nicht möglich wäre. Kennt ihr natürlich so, mieux vaut tard que jamais. Wir gesehen, das war gar nicht so, weil wir fanden nicht ehrlich gesagt irresponsabel,
wann eng Partei der SAP iwwer 2 Legislaturperioden den Arbeitsminister stellt, wann den Arbeitsminister systematisch all Forderungen an des Richtung aufgewiesen huet, van denen lo könnt kurz für runde Wahlen, dat de Mindestlohn mis erhecht gin, wat natürlich vor ass an dat sind der Joren, an lo 11 Main für de Wahlen mat kennt, dann ass awer mat dëser froh gespielt gin. A wie dat et Wahlpropaganda ass an national heget vuuel, dat die Forderung net richtig evaluecht war. Sogur an der LAP sind se sech net so richtig eens, soll direkt kommen oder soll het progressiv kommen. Der Hegung vum Mindestlohn also so wichtig, ja, wann ein Press liest, das so neu, dat Dir iwwer der Hegung vum Mindestlohn schwätzt, dat man net so richtig wissen, a wat Richtung geht. Skrift macht kein Zwiegespräche an de Saal ran. Herr Hagen sind so gentil, Herr Wagner dit lenkt wird. Mir hätte sollen nach en Kei eng Drittmotion sech deposieren fir der Hegung vum Mindestlohn, dat man vergisst zu machen. Ja, mir wollten nicht net soviel quälen. Alle. Mir sie fein. So fein Sie auch nicht, Herr Baudry. Herr Baudry, er war natürlich lang fort, also dich nicht de Genehme. Mais bon, wir sind aber auch so, die dagegen den Mengen, dass heute zu Lützeburg keine Mindestlohnerhöhung geschehen, den roden wir aber. Ein Jahr mal mit Mindestlohn zu leben, heute zu Lützeburg, ohne Reserven an der Loyer zu bezahlen. Die sollen mal ein Kerl gucken, ob das wirklich zu heiß ist, ob das wirklich kein Problem ist für den zu heißen. Und ehrlich gesagt, wenn ich schon bedenke, dass der Mindestlohn so niedrig ist, dann muss ich natürlich da der Verbindung setzen mit den Immobilienpreisen. Und das muss ich in der Perspektive setzen von den 113.800 Menschen heute in Lützeburg, die von der Armut menaciert sind. Das sind bald 20% von den Leuten. Wir haben schon mehr wie ein Kerl gesagt, dass die Stadt massiv in Wohnungen soll investieren. 6.500 Wohnungen pro Jahr müsste gebaut gehen, für die Preise überhaupt zu stabilisieren. Mit Retard vom Bau muss die Zahl sogar auf 8.000 € setzen. Es ging da aber nicht mehr wie 3.500 Jahre gebaut. Der Retard geht also immer mehr groß. Caritas beziffert den Bedarf für Sozialwohnungen auf 30.000. Wenn den heute Budget betrifft, da gehen die Ausgaben für das Logement 19% Europa. Für die Jahre danach aber ist dann noch just eine kleine Progression vorgesehen. Bis 2021 sollen 12% mehr in das Logement investiert gehen wie nach 2018. Wenn ich weiß, wie hoch noch das, was das Logement angeht, dann kann ich nicht mehr sagen, dass diese Investitionen ein Drops auf der Wärme stehen sind. Dasselbe gilt d'ailleurs für die Budgetsposten bei den Gemengen. Die stagnieren doch, was die Wohnungen angeht. Und das hat natürlich auch dazu dienen, dass viele Gemengen hier Verantwortung nicht überholen. An der Wirklichkeit ganz wenig selber bauen. Wir wissen auch für was. Und das hat nicht mit den Finanzen zu dienen, weil der Staat ihnen 75% zurückbezahlt. Mit Gemengen verantwortlich trauen sich nicht, weil sie vielleicht auch sich überlegen, dass vielleicht, also Menge vielleicht auch, dass gewisse Wähler nicht froh wären, wenn sie solche Sozialwohnungen da hätten. Das ist sicher wirklich geht, den traurigen Hammergedanken. Nachher wurde zu den Gemengen, zum unserem Kontext vom Komplex, Wachstum, Logement, Mobilität. Es wäre gut, wenn die Parteien, die an der Regierung oder an der Opposition sind, an die zu Recht der Meinung sind, dass die muss aufpassen, man Wissen, wenn man das nicht mehr packen, dass die Parteien zumal an der Hauptstadt oder an der großen Südgemengen, an den Ballungszentren nicht dagegen den machen von dem, was sie predigen, wenn sie bis am Chefrat sind. Ich meine, vor kurzem nach in so 3 Wochen hatten wir an der Kommission du Développement Durable den aktuellen Transportminister gemeint, dass die Stadt nie Demandeur gewircht wird, für so viele Arbeitsplätze an der Stadt umzuziehen. Ich kann mich aber erinnern, eine Zeit, wo ich auch am Gemeinderat nach Fedrusotz, wo der selbischen Transportminister Finanzchef war an der Stadt, wo auch als Motionen zu einer Erhöhung vom Hirwesatz vom Impôt kommerzial zurückgewiesen hat, aber weiterhin den ganz niedrigen Taux wollte beibehalten. An der Seite der Kommission hat er gesagt, die Stadt wird nie Demandeur gewirkt. An der No, in Wirklichkeit hat eine andere Politik betrieben, für justement Arbeitsplätze an der Stadt umzuziehen.
Dat huet natürlich den no en Impact op den Transportchaos. Et regelt sech natürlich net alles durch den Hiwesatz vun der Gemengesteuer mir wissen dat. Mei das natürlich eng Meiglechkeet fir do schon e bëssen ze steuern an sowieso bringt doch Rentre mat an die kämen noch viele Gemengen ze gut. Bei de Problem ass, dat dat jo anscheinend och eng Mod gëtt an einer Gemengen, gräsere Gemengen, Ash zum Beispiel anscheinend will doch den Tor aufsetzen, anscheinend doch die verdenken, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich mengen, ich gebe denen Gemengen, an denen allen oder neue Majoritäten davon aufroden für die W zu gehen, zum Beispiel, wenn ihr gerade seht, dass ihr muss beim Wachstum aufpassen. Da soll ihr noch auf lokalem Plan kohärent sein. Und der Präsidentin ist schon die große Chance, an der Stadt zu leben und zu schaffen. Dazu nicht net op eng lokalchauvinistisch derweis an net nëmmen, weil ich einfach tatsächlich gern an der Stadt liewen. Mech hun die Chance, weil ich net brach Moes an den Zug zu klammen, wo ich net wees, op mat Zeiten ukënnt, op het überhaupt ugekënnech gëtt, dat de Retard krit, an überhaupt wieviel Retard krit. Ich hun da noch Chance net mussssen als Alternativ an den Auto zu klammen, fir am Stau op der Autobahn an Staat schaffen zu kommen. Me immens viel Leiit, immer méi Leiit hunn die Chance net. Den Transportminister sech selber vom ungebremsten Wachstum herausgefordert als eng Schreibe am Sozialalmanach von 2017. Ich zitiere, es führt kein Weg daran vorbei, den infrastrukturellen Rückstand bedingt durch die überdurchschnittlich starke wirtschaftliche Entwicklung der 30 letzten Jahre aufzuholen. 30 Jahre neoliberale Wirtschaftspolitik fixiert op Finanzplatz, steuerliche Entlastungen von multinationalen Großverdiener an Schafe von materiellem Wachstum, der den Profit für den Mensch stellt. Aber wir haben den Eindruck tatsächlich, dass weiter nicht daraus geleiert wird, weil muss ich aber auch so, und zu raschete Vierredner gesot, wann den die Google-Affäre sich ein bisschen uguckt. Wie schnell ob einmal Terra mobilisiert wird, was mit dem Terra geschieht, was für eine Steuer bezahlt gehen, was für eine Energie verbraucht wird, wann bis ein Kerl ob dem Terra etwas geschieht, was für Wasser soll verbraucht gehen. Also war da also 4 Runden, ob einmal geht das ganz schnell. Vielleicht auf der ein bisschen improvisiert, wo den Herr Wirtschaftsminister zu San Francisco war, vielleicht ein bisschen euphorisch war, so groß der zu gesehen, an dem etwas hergeschlagen hat. Aber das wirklich erschreckend zu gesehen, dass es immens schwer ist, zu Lützeburg Wohnungsterrain zu finden, überhaupt etwas zu mobilisieren, aber für etwas relativ Unklares durchzusetzen, was net wohin se fix muss vorstellen, wat het fir Steuere bringt, wat fir eng Arbeitsplätze geschafft in wat fir den Impact op der Umwelt zu kreen, dat geht ganz einfach. An du hast die Regierung ganz zufrieden. Do Mader mir fanden dat ganz komisch. Och wann sech awer mittlerweile besonder Mobilität bewecht, so dreht sich der Rückstand awer vu Joer zu Joer mat weiter, weil kein Umdenken grad a puncto Wachstumsentwicklung stattfindt, an noch ke Paradigmewiesel a puncto Wirtschaftspolitik bei eng Wachstum vu 4%, de weiterhin unhält. An all Jo ass tausende Leiit méi an Leiit si an Davonzuuel vergréisert. Ass et schwéier firstellbar mat dem Investitions- a Planifikationsrhythmus a begringen Zweich bei der Mobilitéit ze kommen. Den Tram war gräissert Investissement ersetzt Weichen fir eng moderner méi nohalteg Mobilitätsentwicklung. De Java leider nëmmen op Staat as eng Peripherie limitéiert. Fir e Südtram wär ke Potenzial do trotz gräsere Besoen vun der Vernetzung vun de Südgemengen an hireer notwendiger Verbindung mam Zentrum. Als Alternativ zum Tram op Schienen oder Pnøen gëtt den BHNS Bus bewährt den No und Performance vum Tram soll rukommen. Fir des Busse gedor eng Separatpist op der Aféier agericht als nohalteg Expressverbindung. Auch der 3 soll op 3 Spuren ausgebaut gin, fir de Wurentransporter Richtung Containerhub Beteburg-Diedling méi einfach zu machen an d'Entwicklung vom Logistiksektor zu unterstützen. Bei diesen Infrastrukturprojekten handelt sich eng Tische Lesung, ohne Nohaltigkeitsfaktor, an denen den öffentliche Personentransport eng Niewe bleibt. Madame Präsidentin, immer méi Leiit fuhren mam Zug. 2017 waren da 23 Millionen. CRL huet doch das Jahr hier den höchsten Umsatz gemacht mit 13,5 Millionen, wobei der Pünktlichkeitstor am Schnitt weiter rauf geht, weil sich die technischen Pannen akkumulieren. Ein massives Investiment an der Erneuerung vom Zugmaterial,
Stoppstocken und Ersatzmaterial an Maschinen, die für den Personentransport bestimmt sind, als nötig. Trotz größeren Investissementen an den Schienentransport bleibt auch weiterhin der Fokus vom Transport, motorisierten öffentlichen Transport an Auto, an das feiert zum Ausbau vom Straßennetz. Die Vergrößerungskosten von der A3, 356 Millionen, leihen nur beim Gesamtbudget von 305,8 Millionen, die der Staat 2016 an den Bereich von der Schieneninfrastrukturen investiert hat. Madame Präsidentin, wenn ich schon beim Budget ist, mir festgestellt, dass den öffentlichen Transport immer mehr nötig ist, immer mehr gebraucht wird, weil du sich ein gutes sagst. Es wird von den Leuten gebraucht, für Schaffen zu gehen, die einen überteuerten Loyer bezahlen müssen. Wir mengen, dass es höchste Zeit gibt, dass Mobilität, die ja so hoch geschrieben wird, nicht mehr auf der Portemonnaie schlägt. Dafür, Madame Präsidentin, wollen wir eine Motion deposieren, die die Regierung aufruft, den ganzen öffentlichen Transport, Tram, Bus, Schienen, endlich gratis zu machen. Das wäre nämlich ein Invest am öffentlichen Transport, aber wir vielleicht auch eine kleine Kompensation für all die Schwierigkeiten, die Leute, die zum am Bus müssen fahren, all dafür schaffen zu gehen, diese müssen matt machen, dass wir wenigstens nach eine kleine Kompensation. Und das wäre natürlich auch höchstwahrscheinlich auch zu bezahlen. Ich habe die Motion auf mein Pult vergessen, ich gehe nicht so, Herr Madame Präsidentin, sie geht sowieso moi, mengenisch ugeholt oder nicht ugeholt, auf jeden Fall diskutiert. Madame Präsidentin, Lützeburg wiest, mit dem Wurstum, wo es noch Besoin von der Bevölkerung für einen efficazen Service public. Dafür brauche ich noch Beamtinnen und Beamten, die hier Arbeit an gute Konditionen nachgehen können, dann noch gut bezahlt gehen. Der Staat zu Lützeburg, und die Gemeinde noch, funktioniert noch immer gut, da brauche ich sich nicht zu schummen. Das geht nicht gehen, ohne Personal, das für den Service public schaffen. Aber es muss sich einfach freuen, wie es möglich ist, dass gewisse Karrieren am privaten Loser mehr interessant gehen wie am öffentlichen. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Ingenieurtechniciens oder bei der Steuerverwaltung. Es muss sich auch so, dass die Regierung von den 80-90 von der Regelung, 80-90 Regelung an den 3 Stagejahren nicht zur Attraktivität beidrohen, zumal, wenn ihr bedenkt, dass die Millionen betroffen sind, die schon mit dem teuren Leben als Lützeburg konfrontiert sind. Verschiedene Mengen, nicht für alles am Butter. Wir werden auch an einer realen Arbeitswelt ist, also nicht an den letzten 30 Jahren verloren wird, weiß, dass das nicht mehr so ist. Einerseits muss ich natürlich gucken, wie der Staat und die Gemengen erstellen, inwiefern die Prozedur vielleicht doch modernisieren soll. Aber andererseits muss ich sich gut überlegen, zusammen mit den Betroffenen von all Corps de Métier vom öffentlichen Dienst, wo es hapert, aber wo soll verbessert gehen, aber wo auch soll abgebessert gehen. Die öffentliche Hand darf auf keinen Fall seine Missionen dem privaten Business überlassen, wie das zum Beispiel der Fall ist an der Kannerbetreuung mit den Salären, die wir auch kennen. Und apropos öffentliche Hand, Madame Präsidentin, Sonden als mit großem Pump den Tram inauguriert gehen. Wir waren immer dafür, und wir haben immer gesagt, dass ein Tram ein Teil ist von einem integrierten öffentlichen Transportsystem. Leider ist es aber so, dass schon Unmut herrscht bei den Leuten, die für Luxtram schaffen. Und am Januar sollen echt Verhandlungen stattfinden für den Kollektivvertrag. Luxtram als eine Privatgesellschaft. Wir waren damals dagegen. Wir waren der Meinung, dass den Tram öffentlich betrieben gehen. Lo ist aber so, dass Personal an der Gehälterkarriere vom privaten Transport ist. Allerdings ist es aber so, dass immerhin Luxtram-Societät an öffentlicher Hand ist, 70% Staat, an 30% Staat Lützeburg. Dafür sind wir der Meinung, dass das la moindre des choses wird. Sind, dass Proprietären von Luxtram ob den Doléances vom Personal hingehen. Das ist eine Frage von Respekt, das ist eine Frage von Qualitätssicherung. Weil die Leute, die für den Tram schaffen, und wir wissen, dass am Transportsystem, dass an Transportmitteln Sicherheit hoch geschrieben muss gehen. Aber wenn das doch so ist, dann müssen sie auch korrekt behandelt gehen, korrekt Arbeitszeiten haben, keine maximale Amplituden von 13 Stunden, seitdem noch relativ gefährlich kann sein, zumindest wenn ihr wisst, dass die Leute auch müssen heimfahren. Und dafür sind wir auch der Meinung, dass die Regierung muss in die Richtung handeln. Und dafür deposieren wir auch eine Motion,
fir dat Regierung bei den Negoziationen, die dann am Januar werden stattfanden, dat die Regierung sech dofir ersetzt, dat Personal vun Luxtram och korrekt bezuelt a behandelt gëtt. Dat zelwech gëlt fir die 2 Motionär am Präsidentin sie leit handen die Krize nach. Madame Präsidentin des Regierung as an ihrer Budgetspolitik do Virugefu, wo die all opgehalen hat. Und eng weitere Spurpack. Staatsfinanzen wäre schlecht an dofir müsste man alle Guten lo de Rim méi eng zeien. Mat den 250 Mesuren aus dem Spurpack solle noch Depense vom Staat reduziert gin. Das auch geschieht. Wann den sech Budgetzuele vun de letzte Joren uguckt, da stöcht awer Bereich raus, wo Depensen sech an dieser Legislatur trotz Spurpack insgesamt verdoppelt tun. Aber wann sech de pluriannuellen Horizont 2021 uguckt, sogar verdreifache sollen. Diese Posten als net vom Logement, das auch net von der Education, mit das den von der Armee, den sich zum größten Teil bei den Depensen vom Außenminister rümpfen. Wir wissen ja, dass zum zu Land wie Lützeburg unbedingt immens viel investieren muss als einer großer, glorreicher Armee. Woren net 2014, also am echte Budget nach insgesamt 118 Millionen Euro, die beim Außenminister für Defense angeschrieben waren, so sind da lo 262 Mei. An 2021 sind es sogar 321 Millionen Ausgaben allein beim Außenminister vorgesehen. Das könnte in der als den Obligationen, die Lützeburg am Kader von der NATO angegangen ist, für die Militärausgaben langfristig auf 10% vom PIB umzusiedeln. Natürlich, wir wissen noch, wann das Regierung das Ziel zu Recht zurückweist. Und sich aber bis 2020 engagiert, den Undeel von Militärdepensen von 0,4 auf 0,6 an die Lohr zu setzen. An der Jahren danach immer jeweils 0,05% weiter. Als die Link stellen wir das Politik auf froh. Wir mengen, dass es weder dem Land nach der Welt hilft, wenn wir uns in einer geckischer Abrüstungsspirale beteiligen. Wir mengen auch nicht, das haben wir schon gesagt, dass Lützeburg weiterbringt, wenn wir ein militärindustriell Militärkomplex aufbauen oder eine Nischepolitik machen, mit möglichst vielen ökonomischen Retomben, die riskieren eines Tages wie Bomben auf den Kopf zu fallen. Ich will daran erinnern, dass ganz oft das Argument geholt wird, wenn wir attackiert gehen, wenn es als Finanzplatz, da sagen wir, vielleicht, wir machen vielleicht komisch Sachen aber als Finanzplatz wir sind aber nicht so wie Frankreich oder Belgien oder Deutschland und mir keine Militärindustrie. Aber ich meine, das Argument wird man in Zukunft ein bisschen mehr relativieren, weil wir bringen es fertig als kleines Land, trotzdem so eine Art Militär nicht abzubauen, auf jeden Fall ein Militärpeiler abzubauen. Wir meinen noch nicht, also dafür ist es doch interessant, wenn die gigantische Progression von der Militärdepensen mit den Ausgaben auch von der Entwicklungshilfe vergleicht, mit der sich auch DAX gebratzt wird, weil die Regierung angefangen hat, hat der Staat bald doppelt so viel ausgegeben für die Kooperation wie für die Armee. Dem pluriannuellen no geht das Verhältnis auf den Kopf gestellt. Spätestens 2021 gehen wir mehr Suen für Militär aus wie für die Entwicklungshilfe. Madame Präsidentin, wie den alle Kato es schon mit Karthago hat, mir natürlich dann an dem Kontext mit der NATO. Sie soll auch verschwommen, weil da könnte man auch viel als Lützeburger, auch sogar finanziell vieles erspuren, no Motto siwish pacem para pacem. Aus all denen Ursachen werde verstehen, dass wir als gegen dieses Budget ausschwätzen. So nicht merci. Merci. Herr Wagner, ich will dich auch beruhigen. Zwei Motionen sind von Ihrem Kollegen Mark Baum. Herr Jöwe Glanz sind an der Fotokopie-Maschine an Gino und Kollegen Deputierten ausgedeelt, dann als das auch an der Reihe. So, als nächste nachgeschriebene Redner habe ich den Herr Gilroth. Herr Roth, Ihr Wort.